Rosanna checkt, Rosanna checkt. Was geht ab? Wie und genau? Rosanna checkt, Rosanna checkt. Für dich! Das ist Rosanna checkt's. Wie lebt ein Zirkuskind und wie wird aus einer Rosanna auch noch eine Zirkusartistin? Das will ich herausfinden in einem der ältesten Zirkusse der Schweiz, im Zirkus Nock. Seit fast 160 Jahren dauert die Familie Nock mit ihrem Zelt durch die Schweiz, eine echte Zirkusfamilie halt. Das ist der Franz Nock mit zwei von seinen Töchtern, der Franziska und der Alexandra, und mit ein paar von seinen Enkelkindern, der Emily, dem Leandro und... Das ist der Brian und er zeigt mir heute, wie er im Zirkus lebt, gell? Ja. Juhu! Der Brian ist 11 und übt jeden Tag Akrobatik mit seinem Papi. Ja, besser. Er macht aber auch ganz normale Sachen, das Mittagessen im Wohnwagen zum Beispiel. Im Moment steht das Zirkuszelt in Bern und dort bin ich heute auch. Schönes Wetter. Habe ich mir da ausgesucht, um den Zirkus Nock zu besuchen. Aber die sind ja von März bis November auf Tour bei jedem Wetter. Von dem her ist es jetzt halt so, hä? Aha. Da ist noch eine Vorstellung. Aber ich wollte jetzt zuerst in die Schule zum Brian. Finde ich die echt? Ja, ich glaube, ich habe sie gefunden. Hallo. Hallo. Darf ich euch stören? Ja. Mal ins Trockene, das ist gar nicht so blöd. Was machen ihr gerade für ein Fach? Matt. Mathe. Oh. Das habe ich nicht so gern. Aber ich schaue dir ein bisschen zu, sonst. Heute lernt der Brian durch- und Malrechnen. Von März bis November ist der Zirkus Nock auf Tournee. Dann geht der Brian hier in die Schule, in einem Wohnwagen. Wenn der Zirkus nicht unterwegs ist, also Dezember bis Februar, lebt Brian in einem Haus und geht in eine ganz normale Schule. So wie du wahrscheinlich auch. Die Lehrerin heisst Karin und ist normalerweise auch an einer normalen Schule. Diesen Sommer macht sie aber mal etwas anderes und unterrichtet die Kinder im Zirkus Nock. Du hast gesagt, du hast Mathe nicht so gern, gell? Nein. Was hast du denn lieber? Was ist dein Lieblingsfach? Turnen. Turnen? Ja. Und was machst du dort am liebsten? Akrobatisch. Ah, So okay. Sachen. Ja, das habe ich Ja. mir halb gedacht. Ich komme ja nachher mit dir auch noch Ja. so ein bisschen turnen. Aber zuerst noch eine ganz andere Frage. Das können wir ja bei Zambo Kinder Fragen mit auf den Weg geben. Und sie haben von dir wollen wissen, ob das nicht schwierig ist, wenn man mit so wenig Kindern nur in die Schule geht. Du siehst nur den Livio. Ist das nicht schwierig, zum Freunde zu finden? Nein. Wieso nicht? Ich bin einfach daran gewöhnt. Einfach. Okay, aber du hast schon Freunde. Ja. Wo dann? Bei Frick. Dort, wo du im Winter in die Ja. Schule gehst? Okay, und was ist denn so der, also du kennst ja jetzt wie beides, oder? Also normale Schule und so. Ja. Was sind so die grössten Unterschiede? Dass man, wenn man dort geht, dann sehen wir die anderen wieder. Und dann kommt man wieder hierher und sagt man, oh, es ist wieder so klein und so eng. Und dort ist es grösser. Okay, ja, das stimmt. Ja. Da gibt es nicht so viel Und dort Platz. haben wir auch immer fast schwimmen und auch nicht so oft. Aber Sport haben wir, oder? Mhm. Genau, ist ja dein Lieblingsfach. Gut, dann was hast du jetzt für ein Fach noch? Englisch? Englisch? Ja. Also gut, dann lasse ich dich jetzt noch ein bisschen Englisch machen und wir sehen uns dann nachher wieder. Ich gehe mir in der Zwischenzeit mal mit dem Paolo Tiere anschauen. Ist der Paolo nett? Ja. Also gut. Meine Frau. Ja, sieht nett aus. Hallo Paolo. Hallo. Ist das Ross echt auch nicht? Hoi Furioso. Der Name tönt eben ein bisschen gefährlich. Furioso. Wütig. Komm mit mir. Ui. Jede Pferde braucht jeden Tag Minimum eine halbe Stunde. Ja. Laufen, traben und galoppen.
Und nachher wir probieren Übungen Okay. und Exercise. Hier. Brav. Hoi. Bist ein bisschen gross. Voilà. Du musst nur touchieren ein bisschen hier. Ja. Anschnu. Anschnu. Ja. Anschnu. Anschnu. Oh, ein Knicks. Anschnu. Und brav. Okay. Ui. Und was sagst du? Anschnu. 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 Ah, aufs Am Knie. aufs Anschnu. Knie. Anschnu. Oui. Anschnu heisst aufs Knie auf Französisch. Anschnu. Anschnu. Bleib hier. No. Anschnu. Anschnu. Ja, bist du ein braver Furioso. Danke, dass du das für mich gemacht hast. So gut. Jetzt habe ich dich schon gerne bekommen. Jetzt habe ich keine Angst mehr vor dir. Wo wohnt er? Erste Box. Da wohnt er, der Furioso. Zusammen mit den anderen Ross. Der Stall hier im Zirkus Nock ist so etwas wie der Wohnwagen der Ross. Nicht nur die Menschen im Zirkus sind ja ständig unterwegs, sondern auch die Tiere. Der Stall wird darum an jedem neuen Ort neu aufgebaut. Wenn es ein Feld hat oder eine Wiese, dann dürfen die Ross aber immer auch voraus. Und die Schwarzen sind Friesen aus Holland. Die sind riesengroß. Es leben aber nicht nur riesengroße Ross hier im Zirkus Nock, sondern auch kleine Eseli, ein Zebra, ein paar Ponys und Lama und Kamel. Wieso? Habt ihr eigentlich, ihr habt ja keine so Raubtiere und Elefanten und so, habt ihr keine mehr, gell? Nein, im Moment wir wollten nur Haustiere haben, weil wir haben nicht immer großen Platz und dann ist besser für Tiere. Ja. Ist besser weniger Tiere, aber groß Aber mehr Platz. Mehr Platz, ja. Es leben also nur noch Nutztiere im Zirkus Nock, also Tiere, die sonst auch mit Menschen leben. Die einzige Ausnahme ist das Zebra Vulkan. Das ist zwar ein Wildtier, aber es ist schon so alt, dass man es nicht mehr von seinen Gespendli trennen kann. Es verbringt darum seine Pension im Zirkus. Auftreten tut es nicht mehr. Mittlerweile ist es fast Mittag und die Schule ist fertig. Ich will darum den Brian in seinem Wohnwagen besuchen. Der Paolo zeigt mir wo. Vielen Dank. Okay. Das finde ich. Ciao. Wir sehen uns nachher in der Vorstellung. Gut. Tschüss. Also da wohnst du also? Ja. Ganz allein? Ja? Okay. Und vermisst du dann deine Eltern nie? Nein. Aber die sind schon in der Nähe? Gut. Da hinten? Ja. Okay, gut. Und da hinten schlafst Ja. du? Willst du mir mal zeigen? Ja. Dort tue ich dann schlafen. ist In der noch- Nacht. Das ist ja noch gross. Ja. Können zwei. Soll ich da aufs Bett sitzen? Ja. Gut. Ich habe noch mal eine Frage von einem Kind. Ja. Und zwar vom Tambo-Mitglied Lollipop 2014. Was findest du so das Coolste am Zirkusleben? Dass wir reisen, dann entdecken wir neue Sachen. Ja, und dass ich dann mit meinem Trottinett fahren. Ja, und dann kann ich auf Rampe gehen. Dann kann ich Tricks und das Trottinett ist gerade drin. Da rein? Ja. Da. Aha. Ja. Im WC? Ja. Das ist noch lustig. Und was findest du nicht? Gibt es Sachen, die du nicht so lässig findest am Zirkusleben? Dass wir immer fahren und dann dürfen wir länger bleiben. Ah, du willst schon mal länger bleiben? Ja. Wo würdest du gerne länger bleiben? Oder gibt es so einen Lieblingsort, den du hast? Ja, Basel. In Basel? Ja. Wieso? Weil ich habe dort immer Geburtstag. Aha. Aber dieses Jahr nicht, weil dann habe ich in Zissach Geburtstag, der ist dreckig. Das ist aber in der Nähe von Ja. Basel. Gut. Und das und deine Spielsachen, hast du noch mehr? Ja, ich habe noch mehr. Zeig mal. Was hast du noch? Hier Autos sind es noch. Aha. Die Autos sind da unten. Ja. Das ist aber eigentlich eine Küche, gell? Und das ist ein Kühlschrank, ein kleiner. Hat es auch etwas drin? Ja, Ah ja. ganz bisschen. Milch. aber, Von nicht meiner so, Mutter. gut, aber nicht so viel zu essen. Nein, Was machst du, wenn du Hunger hast? gehst du zu meiner Mutter? Gehst du zu deiner Mutter? Ja. Da rüber? Ja. Wenn wir das jetzt dann mal machen? Ja, Ich habe nämlich ein bisschen Hunger. ich auch. Gut, also komm. Dann gehen wir.
Aha. Da können wir essen jetzt. Hallo. Haben wir essen? Ja. Ja. Haben wir Hunger? Hä? Hoi. Das ist Brian seine Mami. Die hast du vorher schon mal gesehen, weisst du noch? Alexandra Nock. Und die Kleine dort hinten, das ist Emily, Brian seine Schwester. Am Mittagstisch redet Brian Schweizerdeutsch, weil aber jedes Jahr andere Artisten aus anderen Ländern mit dabei sind auf Tournee, kann der Brian noch ganz viele andere Sprachen. Also, sag jetzt nochmal, was für Sprachen kannst du alles? Englisch, ein bisschen, und Französisch auch ein bisschen, Italienisch auch, dann Deutsch und Schweizerdeutsch. Nach dem Mittag gehen ich und der Brian ins Zelt. Akrobatiktraining mit dem Brian, seinem Papi, Gostin, ist angesagt. Ja, besser. Und auch Trampolin üben die beiden zusammen. Das ist nämlich eine von Gostin seiner Nummern im Zirkus. Ich will auch mal. Und ich darf. Obwohl, eine besonders gute Falle mache ich ja nicht. Ich glaube, ich muss mir das noch mal zeigen lassen. Mach Fortschritt. Das finde ich super. Brian, Hä? trainierst du eigentlich jeden Tag? Fast immer. Und was trainierst du denn so? So Kunststückchen, Salto, Flickflack, alles Okay. Mögliche. Und willst denn du, wenn du gross bist, auch im Zirkus auftreten oder willst du lieber etwas anderes machen? Auch auftreten. Auch auftreten? Ja. Als was? Weiß es noch nicht. Weißt du noch nicht? Nein. Okay. Und was machst du bis jetzt am liebsten? Akrobatisch. Akrobatik? Ja. Also gut. Ja. Also ich mache am liebsten Trampolin, glaub's. Während ich drinnen meine Liebe zum Trampolin entdecke, wird draussen fleissig gearbeitet. Von 70 Leuten, die hier im Zirkus leben und arbeiten, sind nämlich nur 20 Artisten. Die restlichen 50 machen so Zeug. Und Freizeit hat man natürlich auch im Zirkus. Der Brian und sein Klassenkamerad Livio, die verbringen ihre Freizeit am liebsten auf irgendwelchen Sachen, die rollen. Jetzt gerade heute habe ich zwar Trampolin am lässigsten gefunden, aber was ich als Kind selber am lässigsten gefunden habe, wenn ich in den Zirkus gegangen bin, war Seiltanz. Darum habe ich gefunden, ich probiere das jetzt doch gerade mal selber, wenn ich schon im Zirkus bin. Einfach halt nicht auf dem Hochseil, sondern auf dem Tiefseil. Aber es ist trotzdem relativ schwierig. Ok, ahora la pierna This one? y your Uh, the other one. the other The one? other, yes. Bravo. Perfect. Continue. Ok, perfecto. Macht Spass, aber jetzt muss ich die Manege räumen, weil jetzt geht es dann gerade los. Der Brian und ich machen jetzt etwas, was der Brian noch öppe macht, gell? Ja. Wir gehen nämlich ein Programm verkaufen. Wie macht man das? Es ist zum Beispiel, man kann so
Also so gerade bei da, dann kann man so so rumlaufen und dann sehen sie und dann ja. Sagen Sie, ich will eins. Ja. Also gut, mach mal vor, ich komme nach. Okay. Gut, also los. Programm! Blätterlutzer. Hola. Sollen wir Sie fragen, hallo, wollt ihr das Programm kaufen? Danke, ja. Ah, schade. Wie teuer ist es? 5 Franken. 5 Franken. Ich mach's. Du machst es? Ja. Ja, du bist der Meister vom Geld. Merci vielmals. Gut. Schönen Abend, viel Spaß. Und jetzt geht es dann wirklich los. Der Brian und ich sind schon mega ausgerüstet mit Popcorn und allem. Aber bevor wir ansitzen, zeigt er mir noch, wie es hinter der Bühne aussieht. Da tun sie jetzt schon parat machen für die Show. In dieser Kiste sind die Sachen, oder wie? Ja, das ist mein Vater. Aha, da sind deine Kostüme drin. Ja, ist alles parat für die Vorstellung. Also, Verkleiderli-Kiste. das ist sehr bekannte Elvis Presley. Leg sie mal an. Ja, das ist also das wäre Überraschung von der Vorstellung, aber ich mache extra für euch. Wunderschön, wunderschön. Grazie. Gut. Wann geht's los eigentlich? Also jetzt, eigentlich jetzt gleich. Ich glaube, dann gehen wir jetzt besser führen und kommen nachher noch mal an. Ist gut? Ja. Also. Nein, nachher wird sie nicht raus. Wo gehen wir durch? Da. Ich habe jetzt endlich mal Pause und kann schauen, was die anderen so machen. Und auch der Brian hat Pause, wie du siehst. Er geht ja noch in die Schule und tritt darum nur ganz selten auf in der Vorstellung. Der Paolo arbeitet dafür. Und seine Tierli. Und auch Franziska Nock hat einen Auftritt mit ihren Ross. Und den kennst du auch, oder? Das sind der Gostin und sein Trampolin. Ja, hast du die Nummer schon gesehen? Schon 1000 Mal. Aber bist du auch ein bisschen stolz, oder? Wenn du den Wappen siehst? Ja. Zack! Pause. Da ist er. Papi. Hey, Hey, danke, Papa. ist mega Gute gut. Nacht. Gute Nacht, Papi. Schlaf gut, ja? Schöne Träume, ja? Ja. Du gehst jetzt ins Bett, gell? Ja. Ich begleite dich noch schnell raus. Es war mega cool. Oh, danke, merci, viel Spaß, ja? Danke. Tschüss. Ich schaue jetzt noch den Rest. Tschüss. Aber zuerst komme ich mit dir noch schnell Ja. gute Nacht sagen. Du findest es schon immer noch lässig, deinen Papi zu sehen, oder? Ja. Gut. Ja. Und machst du dir einmal auch so, also ich weiß nicht, aber wenn ich so meinen Papi würde so sehen, machst du dir einmal nicht ein bisschen Sorgen auch um ihn? Das ist schon noch gefährlich, oder? Nein. Find's nicht so. Findest du nicht so? Nein. Also du bist sicher, dass ihm nichts passiert? Ja. Gut. Also, dann kannst du ja beruhigt schlafen. Ja. Danke vielmals, dass du mir alles gezeigt hast. Danke. Und ich habe noch gehört sagen, dass ich dir sagen soll, du sollst deine Zähne putzen. Hat mir dein Papi vorher noch gesagt. Ja. Ja. Vergiss nicht, die Zähne zu putzen. Ja. Gut, super. Also, schlaf gut. Tschüss. Ciao, Und ich gehe mir jetzt die zweite Hälfte noch anschauen, weil ich kenne sie nämlich noch nicht. Schauen. Plötzlich steht der Gostin neben mir und ich muss mitmachen. Ich bin noch ein guter Boxer im Pfosten, gell? Nehmen Sie die Handtuch bitte. Ja, was muss ich machen? Die Handtuch. Öffnen.
noch einen Auftritt gehabt, du. Glaubt doch kein Mensch. Und auch meine kolumbianischen Seiltanzfreunde haben noch einen grossen Auftritt. Brian ist das mein Alltag, das Leben im Zirkus. Aber für mich bringt das für immer eine Zauberwelt. Ich glaube, ich würde mich nie an das gewöhnen. Was geht ab? Wie läuft jeder? Rosanna checkt